Zurück im Minzmeer wollen auch hier endlich letzte Münzen eingesammelt werden und damit herzlich willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. U und das Ganze mal auf Schweizerdeutsch. So, und zwar jetzt da Level Nummer 1, das wäre da mit dem Strand, genau, wo man da zwischen mit den scheissigen Krabben ausweichen, die sowieso immer nur eine Richtung schauen und nur einen Krabbenarm haben. Wieso? Keine Ahnung, da müssen die Entwickler fragen. Okay, das ist jetzt nicht ganz einfach gewesen. Die letzte Münze fehlt uns da noch, das war nur Münze Nummer 1 gewesen. Die Frage ist natürlich, wo ist die Münze Nummer 3 versteckt? Ja, gut eingefahren. Das wundert eigentlich gar nicht, vor allem im heutigen Wetter, das ist einfach wieder mal so verschissen. Hey, die ganze Zeit so nass, die ganze Zeit so regnerisch, was eigentlich nicht so schlimm wäre, aber es ist auch noch so, ja, so kalt und so verschneit und alles gefroren und einfach nur ekelhaftes Wetter. Und das vor allem für Ende März, beziehungsweise sogar schon bald Anfang April. Es ist einfach zum davon säckeln. Dankeschön, du Scheisskrabbe. Meine Fresse, wow. Jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Ich hoffe, das liegt nur an Sony Vegas. Gut, die letzten Münzen haben das verpasst. Schade. Schade. Aber uns fehlt da zum Glück nur noch eine Münze da. Also sprich eine Sternmünze. Aber wenn ich jetzt auch die rote Münze verpasse, ist ja kein Weltdrama. Kann man schnell überlegen. Da drin sollte eigentlich nichts sein. Alter, hey, immer so out of nowhere mäßig. Das gibt's einfach nicht. So, dann noch schnell eingesammelt. Was hat's denn da? Mann! Gibt's einfach nicht. Wow. Mann. Da, so. Hui, und ja, ein Powerblock, genau, den will ich. So, jetzt kurz schauen, jetzt müsste klappen, jetzt ist es, wow, das ist knapp gewesen. Und damit gehört bereits die dritte Münze uns, Leutlis, Freunde, wie auch immer, wow, Kollegen, Zuschauer, Abonnenten, Fans, ist doch egal, und ich habe den Dreifachsprung vergeigt. Scheibenkleister. Naja, gibt zwar kein Level dazu, aber wir haben immerhin alle 3 Sternmünzen. Cool, auf zu Level Nummer 2, wenn ihr mal bitten dürft. Und das, ja, das ist ein bisschen, ja, ihr seht es gerade, aber tropische Tiefen heisst das neue Level. Auf alle Fälle brauchen wir da Super Mario Power. Wieso? Das sehen wir gerade. Die erste Münze haben wir bereits, die zweite Münze ist auch nicht so schwierig. Problematisch da dabei ist vor allem die dritte Sternmünze. So, da erst einmal, wow, aufpassen, sich nicht stechen lassen, sehr schön. Hast du einen Ruckler drin? So, so, der ist nötig, weil jetzt kommen da ein paar Münzen runter. Ja, Arbeitsreglet, geschwommen, wie auch immer. Und irgendwo bei den normalen Münzen müsste auch die Sternmünze sein, genau. Und somit hätten wir schon die Münze Nummer 2. Die dritte Sternmünze ist sogar da ganz in den wow. Dämliches okay. So, die dritte Sternmünze, die kommt gerade. Nur Geduld, nur ein bisschen Geduld. So schnell unten durchschwimmen. Ganz vorsichtig, ganz langsam, bloß nicht überstürzen. Sehr schön. Und durchdrühren mit uns. Ja, und da drunter ist das, Leutlis. Das ist eine scheiß Situation, weil wir müssen wirklich unten durch. Die haben ja gesehen schon. Wow. Und wir müssen uns absolut stechen lassen, weil sonst klappt es nicht. Fies, oder? Weiter geht's. Ich mittlerweile Level 3. Level, ja, am Turm einfach da mit dem Zwischenboss. Genau, wir haben da bereits Münze Nummer 2 und 3 geholt, aber die erste Münze fehlt uns leider noch. Die erste Münze ist auch ein bisschen tricky da. Und wie tricky? Es ist einfach ein bisschen mit dem Timing hat es ein bisschen zu tun. So, und zwar jetzt einmal kurz warten. Ja, das ist gut. Das ist sogar scheiße, komm mal wieder rüber. Sehr schön, jetzt da warten. Schön warten, nicht zu hoch, habe ich gesagt. Meine Güte, hey. Nicht zu hoch, jetzt über. Und da ist bereits die erste Münze von dem Level. Unglaublich, oder? Und so lang, ja, so lange jetzt eigentlich dauert, um die erste Münze noch zu bekommen. Aber es ist einfach fies, dass sie da so gemein, so hinterhältig versteckt ist. Jetzt so wieder am Ende vom Level kommen, das ist sehr schön, das wird sehr einfach werden. Vorausgesetzt, wir lassen uns da nicht beirren und vor allem nicht irgendwie abstechen. Normaler Pilz, sehr schön. Pilz. Ich mag Pilze. Nee, ich nicht. Mario! Wow. Das war schon knapp gewesen. Eigentlich müsste mein Arm weg sein, aber gut, zum Glück nicht. Mario hätte gern Pilz, ich überhaupt nicht, aber das ist ein anderes Thema. Let's eat Pilze.
Dann kübel ich euch aber das Wohnzimmer voll, das kann ich ja jetzt schon mal versprechen. Also kübeln oder kübeln, gleich kotzen, gleich übergeben, gleich... was weiß ich alles. Gibt sicher noch schönere Umformulierungen. Und ja, da links wäre halt die dritte Münze gewesen und die zweite, keine Ahnung mehr. Aber das kennen wir bereits alles, kennen wir bereits. So, dann mal schnell Zwischensave machen, sehr schön. Und jetzt da rauf, hoppala und hoppala. Heiß, das ist die 3 Münzen gewesen, genau, gut, hätten wir das auch schon bereits. Und wir sind bald schon oben, bald schon am Ende von dem Level, vom 3., vom 4., ich habe keine Ahnung mehr, auf alle Fälle ist es das Level mit dem Turm. Wow, 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 ganz, ganz ruhig und nochmal schnell Knochen trocken. Und wird Hallo sagen und ja, so. Jetzt ganz schnell, ganz schnell. Ja, ist immer ein bisschen heikel und wir sind bereits beim Zwischenboss angelangt. Tja, so schnell kann es gehen, oder? Der macht jetzt noch ganz schnell, weil der geht ja relativ zackig. Was macht der wieder? Kann mir wieder. So, extra Power da. Und dann so Schweizerdeutsch, yeah, Mann. Yeah, Mann, Schweizerdeutsch, cool. So, bumm. Scheiße. Nein, Mann, das darf nicht sein. Humsfallera. Mann, nee, das sollte man nicht glauben, dass der irgendwie Schildkröte ist, oder? Man so Kröten-Style. Man sieht aus wie eine Schildkröte, aber wenn er herumhüpft, könnte man, da könnte man fast meinen, es sei wirklich ein Laubfrosch. Und somit hätten wir auch das Level beendet. Es geht zuckig zackig weiter. Entschuldigung, ja, da mit dem Schweizerdeutsch. Ist nicht ganz so einfach für mich als Schweizer eigentlich so ist, also eigentlich schon, aber das Problem ist halt, normalerweise Let's Play ich immer auf Hochdeutsch und dann ist das so eine Sache, wenn plötzlich mal auf Schweizerdeutsch etwas formuliert und dann plötzlich bestimmte Wörter, die man sonst immer auf Hochdeutsch verwendet. Ja, ihr kennt das ganz sicher auch. Sprich einfach, es ist nicht so einfach, immer seiner Sprache treu zu bleiben, wenn man halt etwas anderes mittlerweile gewöhnt ist, vor allem Let's Playen. Wie gesagt, ich mache da hauptsächlich auf Hochdeutsch und wir sind bereits schon fast da am Ende angelangt. Ja, wir sind da immerhin noch im Buhu-Schloss, also überhaupt Buhu-Geisterschiff, genau, ein Buhu-Geisterschiff. Und gut, die Feuerfrucht ist jetzt Schnee von gestern, schade gewesen. Und wir suchen da die 30 Sternmünze, die da am Ende vom Level, oder ziemlich am Ende, die ist irgendwo, ja. Am Leck gerade. Er sieht mich nicht, Na, ich sehe doch schon, ich habe bloß keine Ahnung, wo es jetzt da durchgeht. Oh Mann, so, die Münze, die dritte Münze, die ist wo gsi, Moment. Ja, könnte es denn die Möglichkeit sein? Ja, könnte es denn wirklich so sein? Entschuldigung, ja, so. Und hoppala, aha, und hoppala, und da oben ist sie ja, meine Fresse, das hat noch eine Länge gedauert. Ist ja nicht zum Glauben, wa? So, dann habe ich beim Umspringen, natürlich an den Kopf stoßen, kein Problem. Wow. Oh Mann, das gibt's einfach nicht, dabei ist das noch keine Freitag-Ausgabe von dem Video. Ja, am Karfreitag wird es hochgeladen, ich hoffe es mindestens noch, dass ich das noch schaffe. Und ich hoffe, dass das Let's Play dann bald einmal zu Ende ist. Und jetzt noch ganz schnell da durch. Drüber rauf und schon müssen wir bald am Ende von dem Level sein. Ja, es sieht doch gut aus. Und zweimal und wow. Das war geil. Und wieder mal ein Level komplett beendet. Ja, sind wir Imba? Es geht weiter bei Chip Hoffnung, heisst es nächste Stelle. Was ist Chip Hoffnung? Hallo? Okay, Hoffnung vor allem für uns, weil da fehlt uns alle 3 Sternmünzen. Und das ist ganz einfach deshalb, darum, weil das Level ist, wie ich finde, ziemlich scheiße. Oh ja, ich nenne es Kind mit dem Namen. Das deswegen, vor allem wegen den Scheissviechern, wegen den fliegenden Chips, das ist einfach asozial bis zum Ende hin. Das erste Mal geht es dann relativ und Yoshi ist weg. Tschüss. So, Yoshi brauchen wir jetzt fürs erste nicht mehr. Das Problem sind vor allem Münzen Nummer 2 und 3. Hey, wow, das war knapp gewesen. So, erstmal da rauf. Wow. So.
Und wow. Autsch. Ah, hab Speicher. So, meine Fresse. Ja, Münze Nummer 2 und Münze Nummer 3, die schluchen mich ganz schön. Aber erst müssen wir wieder mal zu Normal Mario werden und für da gibt es da einen Pilz. Also kein Bier, sondern ein echter. Nur kein Gemüse. Ein Pilz. So, und wow. Ja, und dann ja, die nervigen Chips, hey, dass sie ihm da umeinander fliegen. Mann, Mutter. Wow, Alter, Yoshi, bleib da. Nein. Das Wasser, die Chips, ist einfach nur nervig. Einfach nur nervig. So, das ist Münze Nummer 2, die geht eigentlich noch. Münze Nummer 3, die ist echt scheiße. Vor allem ohne Yoshi keine Chance. Also, es geht theoretisch ohne Yoshi, aber da muss das Timing echt perfekt drauf haben. Und das Timing ist eigentlich ein fliegender Fisch. Echt scheiße, so drüber münder. Aber eben, wie gesagt, die Chips, die fliegen immer dann, wenn es wollen und nie dann, wenn wir wollen. Auf die kannst du einfach nie verlassen, dass sie dann fliegen, wenn du das Gefühl hast, sie müssen kommen. So, jetzt aber schnell passieren in der dritten Münze. Wäre fast entschwunden. So, wir haben es geschafft, hey, die dritte Münze. Kaum zum Glauben, oder? So, dann noch schnell die Frucht aufgegessen. Sehr schnell. Wow. Und da geht es weiter. Sie wollen uns auch nicht in Ruhe lassen. Die scheiß Chips, hey. Chip und Chap, die habe ich gern gehabt. Die Chips da. Nein. Ja, verdammt. Wieder mal kein Level-Up wegen Yoshi, aber spielt auch keine Rolle. Hauptsache, wir haben auch da alle 3 Sternmünzen gesammelt. Es geht weiter, Level Nummer 4, Gluck. Und manchmal habe ich echt das Gefühl, Leute, Freunde, Abonnenten, Zuschauer, however, manchmal habe ich echt das Gefühl, das Let's Play nimmt kein Handy mehr. Das wäre ich auf die dämliche Idee gekommen, dass man das, ja, dass man da wirklich alle Sternmünzen sammeln. Oh, bin ich ja gewesen. Ich Trottel! Also gut. Da fällt jetzt auch noch alle 3 Sternmünzen. Wir sehen schon, es ist von Level her, wenn wir jetzt auf 17 haben. Das ist alles andere als vielversprechend, aber wir werden es schon schaffen. Zuerst brauchen wir da einen Mini-Pilz, das deswegen, weil wir auf dem Wasser laufen müssen. Ja, Mario ist der reinste Ninja, bzw. Shinobi aus Naruto oder auch der reinste Zauberer. Und wir brauchen auch den Mini-Pilz noch, um auf die Röhre zu kommen. Jetzt muss ich mal schnell schauen, dann müsste es klappen. So, nee, doch nicht. Oh, boom, Gumba, wir sind auf zu leicht. Wir sind zu leicht, wir können den Gumbas überhaupt nicht anhaben. Echt scheiße, wa? Das ist auch ein bisschen... Ja, da musst du genau auf den Millimeter genau timen, sonst hast du da einfach keine Chance. Und zack, genau durch die Röhre durch. Blub, blub. Jetzt noch schnell durch, aber als Mini-Mario natürlich. Sup. Und wir haben die 2 Sternmünze. Geil, ey, die dritte fehlt noch. Ja, die 3. Sternmünze ist in dem Level. Naja, schaut so ja. Erstmal da schnell über Baumkrone flitzen. Juhu, wow. Ich fliege. Oh nein, ich schwebe hier. Wow. Und was speichern bitte schön, das muss sein. Gut, juhu, ja, Mini-Mario, juhu. Jetzt da schnell durch, weil wir brauchen wieder Normal-Power. Wow, aufpassen, wow. Es geht. Jo, Mario ist back, Mario ist zurück, juhu, ich freue mich eins. Und. Die dritte Münze, die ist da vorne, jetzt muss aber das Timing auch noch stimmen. Okay, versuch's mal. So viel zum Versuchen mal. Ja, genau dort unten sehen die grünen Röhren. Genau dort müssen wir hin. Und das machen wir am besten mit dem roten Kuba dort. Das Timing abwarten. Zack. Und komm schon. Lava sage ich schon. Wassersturm. Nicht ganz. Scheibenkleister. Naja. Fast so. Oh. Nicht dort rauf. Mann, auf den Wassersturm schneller. Komm schon, Mario. Komm schon. Ja, geht doch. Wow. Und zack. Und durch bin ich. Juhu. Und jetzt kommt da die letzte Münze. Die 3. Münze für das Level. Ja, yeah, wir haben es geschafft. Also ab zum nächsten Level. Level 5, Drachen, irgendwie was gerade. Und da brauchen wir Münze 1 und Münze 3. Oh, das ist das mit den... Oh, scheiße, mit den Wasserhallen gewesen. Oh, Scheibenkleister. Ja, das ist... eine heikle Angelegenheit. Aber echt mal.
Erstmal die Münze einsammeln. Schön, schön, schön. Und jetzt noch, ein Pilz. Wow, und schon sind wir wieder Mario. Super Mario Time. Oh, und da kommt er schon wieder. Da kommt er schon. Oh, daneben, daneben. Oh, daneben, daneben. Haha. Oh, da kommt er schon wieder. Ah. Shit auf Cake. Wow. Wow, da ist er klar gewesen. Ah. Hilfe. Dämlicher Vassal, Mann. Ja, komm da an, komm. So, und jetzt weg da. Nein, Mario, Mann, du bist langsam. So, jetzt aber weg. Weg. Wow. Natürlich auch noch goldene Chips, wieso auch nicht? Wow, 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 du Spätstach. Du Scheißviech. So, jetzt aber schnell, Er kommt schon wieder, er kommt von hinten. Verdammt nochmal, ich mag's nicht von hinten. Ah. So. Gut. Wow. Ja. Und die erste Münze dort oben. Ja, klar, sichtlich. Aber ich habe das letzte Mal einfach, wow, wegen dem scheiß Assi-Typ. Wow, kein Bock gehabt. Nein. Knapp gesehen. Wow. Auf Messers schneiden. Aber echt mal. Ja. Ja, da kommt er schon wieder. Mann, ist doch blind. Seht ihr denn nur Schlitzaugen? Das ist ein Chines? Alter, ein chinesischer Vassal. Was gibt's denn so schnell alles? Das gibt's einfach nicht. Das gibt's nicht. Es gibt Dinge, die gibt es nicht. Ja, so Schweizerdeutsch, also auf Hochdeutsch. Mann! Da kommst du einfach nicht vorwärts, sagt dem scheiß Assi-Typ. Da jetzt nichts, scheiße. Wow, nicht schon wieder. Lass mich in Ruhe. Und tschüss. Ja, ich krieg das schon nach, ich bekomme dich noch. Vergiss es. Wir haben keinen Bock drauf. Wow, das ist knapp gewesen. Sind die schwanzlos, was noch verwünscht. Hier fahren wir sowieso, wie ich kann eigentlich durch die Wand durchglitschen. Wie macht er das? Ist er dreidimensional und Mario bloß 2D oder wie? Oder wie, wo, was? So, jetzt wollen wir das wäre dort gewesen, den haben wir bereits gesammelt. Sehr schön, da ist weniger schön. Hat es noch etwas jetzt da? Jo, es hat etwas! Für Mario ist Zug. Ja, das ist für den Vassal offensichtlich wohltuende Feuermassage oder Hitzemassage oder whatever. Wow, Alter, leck mich doch, hey. Da kommst du noch Krisen nur wegen dem Scheiß immer. Da kommst du echt Verfolgungswahn über. Mann, halt doch mal ab! Ja, nein, will nicht. Hey, willst du ein bisschen Feuer? Nö. Mann, so, 3 Münzen fehlt noch. Wo ist die Trick? Wow. So, ein paar rote Münzen einsammeln. Dann kann ich den anderen schön ablenken. Und vor allem schön aus dem Weg gehen. Wow, nein. Ja. Und er wird das Level Up. Level Up, One Up, Mann. Leben Up, Svensch, also Life Up. Wow, Hilfe. So, da wäre es gewesen. Naja, da war es ein bisschen übertrieben. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt mal in den zweiten. Alter, jetzt hat ein Zwillingsbruder mitgebracht. Weg da. Ich habe genug davon. Weiter geht's zum nächsten Level. Und da ist auch schon das Endlevel. Also, mehr oder weniger da. Nämlich Larrys Torpedo-Festung. Oh ja, der ist ja sehr schön gewesen. Der ist ja sehr führig unterwegs, wie man sieht, und hätte Vorliebe für Torpedos. Wieso? Keine Ahnung, aber es ist aber einfach so. Wow. Heiß, mein Armarsch. Glück. So, da rüber. Und dort oben müssen wir ja nicht mehr. Wir haben bereits die erste Münze. Uns fehlt da nur noch die dritte Münze. Die dritte Münze fehlt uns da noch. Und die finden wir auch irgendwo da unten. Die Frage ist natürlich, wo soll es die sein? Wo genau ist die versteckt? Aber erstmal brauchen wir einen Pilz. Ein Pilz. Da lacht das Herz. Wow. Ja, so 20 Leben wieder. Das ist schön mit 20 Leben. Damit kann ich sehr gut leben. Dämliche Wortspiel. So. Gut aufpassen da, Ja, Grinsen-Torpedos. Da müssen wir 2 haben wir auch bereits. Die Frage ist natürlich, wo zum Henker haben wir
das war super gewesen. Wo zum Henker haben wir da die dritte Münze übersehen? Tja, ich fürchte direkt vor unseren Augen. Oh, jetzt aber ganz schnell, da warte. Und jetzt rauf, komm schon! Wow! Alter, das ist aber ganz knapp gewesen. Die dritte Münze, wo können die wohl sein? Wow! Ja. Juhu. Ich kann euch schon mal eins sagen. Die dritte Münze ist nicht oben. Tja, Pech aber. Sie ist einfach nicht da. Oder vielleicht doch irgendwo? Nee, vermute doch nicht. Ah, die dritte Münze ist am, ja, ich will mal so sagen, am wow, aber gefährlichen Ort. Jetzt 5, 6 und gut, 7, 8. Da in der Nähe ist bereits die dritte Münze. Wow. Und jetzt komm Mario, auf. Wow. Da wieder auf. Und da wieder auf. So, noch die Röhre. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr sprechen. Durch die Röhre durch. Die Münze ist dran. So eine Gitter nicht gemeint. Ah, da oben, genau, da oben ist ja. Genau, hier oben. Eigentlich vollkommen offensichtlich, denn wohin soll die Röhre sonst, die Röhre sage ich schon, das Gitter sonst verschwinden? Es muss ja irgendwo etwas sein, wo wir logischerweise auch hin können. Ja, Logik in einem Videospiel. Super. Hat ja hier sehr viel zu suchen. Egal, ich hätte wieder Hochdeutsch, dann eigentlich nicht wollen. Und es geht ab zum Endboss, wo ich aber gar keinen Bock mehr drauf habe. Im Gegenteil, wir müssen nochmal zurück zu Buhus in Xeno, denn da haben wir etwas vergessen. Genau, das ist noch kurz da den Pinky Baby Yoshi mitnehmen, denn wir brauchen da ein Secret Exit fürs Keimlevel von dieser Welt. Und das Secret Exit, das müsste irgendwo da oben sein. Genau, da oben ist es. Wir haben es bereits gefunden. Da heißt für uns also jetzt noch schnell die... Oh, ein paar Münzen, sehr schön. Wuhu, das gibt sogar noch als Level Up. Ey, Mann, Level Up, scheiße. Leben ab, Mann. Ich habe gerade ein bisschen im Rollenspielfieber, drum ein bisschen da mit Level Up. Und schon sind wir da. Ein Secret Exit Point. Wow. Da ist jetzt ein bisschen Fehl gewesen. So, Baby Yoshi. Baby Yoshi. Hallo, 2 sogar? 3? Nö, keine 3. Nur 2 Felder. Sehr schön, 2 Blöcke. Und jetzt. Oh je. Ein Live-Up oder einfach nur ein One-Up. This win, genau Mario, du sagst es. Ich freue mich ein Loch im Bauch. Ja, Baby Yoshi ist ja gut. Secret Exit. Und wo geht's jetzt eigentlich hin mit uns? Dann wird es mit dem Maßstab geflogen, kein Problem. Und überall schwimmt plötzlich. Ja, Treibgut. Triebgut, keine Ahnung, wie das Schweizdeutsch genau sagt. Oder Triebgut. Doch, Triebgut heisst es ja. Triebgut, Treibgut, wie auch immer. Wieder an die Wasseroberfläche. Wow, ja. Spring, hüpf und wir sind da bei Wachstumsschub. Das Keimlevel vom Minzmeer, von Welt 3 halt. So, das ist ein paar Pilze einsammeln, das ist sehr notwendig. Wow, sie haben mit Blättern zu tun da und das ist natürlich wieder mal Fehl gewesen. Super. Na, kommen wir wieder. Natürlich kommen sie wieder. So, und zack, und schon sind wir im nächsten Stockwerk. Das nächste Stockwerk, das wird lustig, es wird super. Auf jeden Fall brauchen wir da Flughörnchen-Power. Wuhu, ganz ruhig damit, der Rest, ganz ruhig. Die erste Münze müsste irgendwo auf so einem Stängel da sein. Jetzt kann man schnell schauen, ich würde die rote Münze noch schnell gerne einsammeln. Sehr geil gewesen. Haben sehr episch, komm ja, schaffe ich auch noch, juhu, und One-Up, yeah, wuhu, sehr schön. Und die erste Münze bereits dort, ja, wow, Hilfe, ist mir jetzt knapp, nein, wow, das ist aber sehr knapp gewesen, Hilfe. So, da spuckt auch eine Münze raus, sehr schön,
Und die zweite Münze müsste irgendwo da in der Wolke sein. Ja genau, dort oben. Dort oben ist sie ganz fies versteckt. Wobei man sieht dort, dass jetzt so ein Holzsteg hat. Von dem her könnte man bereits ahnen, dass es dort durchgeht. Oder zumindest mal etwas Wertvolles könnte haben. Die dritte Münze ist ein bisschen weiter oben. Ich glaube, die sollte man sehr gut sehen. Ja, sehr gut gesehen. Erreichbar ist etwas anderes. Aber dank der fliegenden Gumbas ist auch das kein Problem. Wie könnte ich mit dem Ballon aufsteigen? Ich meine, hallo? Gumbas sind nicht gerade leicht von dem her. Also, ich meine, es ist ein Luftballon. Ja, es ist ein Luftballon. Natürlich kann der einen schon aufziehen, aber das war jetzt gerade ein bisschen übertrieben gewesen. So ein kleiner Luftballon zieht so einen kleinen Gumba. Ja, alles klar. Na egal. Es ist so wie wir haben die Welt endgültig abgeschlossen. Welt Nummer 3. Und damit aus keinem Level, wir haben von dieser Welt alles eingesammelt. Das Münzmeer ist somit komplett von der Uhr her gesehen. Sind wir zeitlich betrachtet auch schon wieder fertig. Ich hatte so amigs wollen, also das war die ursprüngliche Idee gewesen, dass man amigs 2 Welten in einen Part packen, aber ich sehe schon, das ist ein bisschen unrealistisch gewesen, weil sonst müsste ich sehr viel zusammenschneiden und das will ich ja auch nicht. Darum denke ich mal, in der Regel so eine Welt pro Part. Das will schon mal aufgehen. Das heisst, im nächsten Part geht es wieder da mit Welt Nummer 4. Um auch die komplett zu machen.